Olaf, hast du gesehen, gestorben beim Mist? Der wird ja so hört wie normal. Rolf, sag du uns etwas. Gell? Hast du schon irgendwie gestorben beim Mischen? Das habe ich ja schon gesehen. Das ist schon heiß. Stimmt. Heiß ist es nicht. Ja, heiß so lange. Du, Rolf, du sollst schon mal nichts verleiden, du als Bäckermeister. Weisst du, das, was er verkauft, geht mir auch gescheiter in die Migros kaufen. Für das bisschen lohnt sich nämlich nicht der Rabatt zu lassen. Ja, wenn das Gipfel, das heute warst beim Rolf, dann musst du morgen kommen. Ja, eine richtige B-Postbäckerei. Der sind jetzt ganz lustig heute, ja. Das wissen wir eigentlich schon. Endlich! Übrigens, du musst eigentlich gar nichts sagen. Bis du ein Kalb gemetzelt hast in deiner Metzgerei, hättest du schon selber zweimal gekalbt. Nein! Jetzt das auch noch! Jetzt hast du dich noch vergeben! Was? Soll ich noch mal mischen? Jetzt mache ich nichts mehr mit, das geht mir viel zu lang! Komm, hoch an. Wir haben ja Zeit. Ah, Entschuldigung. Es geht ja nicht so um viel Geld, wie auch beim Säli hängen. Ja, ja! Aber der geht ja auch sehr professionell. Und wie am Schnürli. Da gibt ja auch nie Reklamation. Kunststück. Wo willst du auch reklamieren? Wenn du zur Polizei gehst, wirst du selber verhaftet. Zum Glück gehören ja zu den Gewinnern. Wenn es so weitergeht, kann ich in 2 Jahren alle Säugelkälber leben. Jawohl. Wartet nur bis am Mittwoch. Dann hat er einen Glückstag. Ausser die wegen der ganzen Abend in der Küche. Ja, du. Ich sollte etwa anfangen, die Pfanne putzen. Ja, meinst du, bei dir will heute jemand essen? Ja, irgendjemand wird etwa schon kommen. He? Aber du hast recht. Ja, so ein kaltes Blättchen, das werde ich dann schon noch machen. Heutzutage sollte ja alles nur noch Rohkost.
Das würde ich auch sagen, wenn ich Beizer wäre, der nicht kochen könnte. Ja. So! Der dumme Sprüche da, gell? Dafür hat keine Frau, die mit Interesse gekommen hat, bei dir zu reden. Wir haben unsere Frau im Griff, auch Rolf. Ja. Aber es stimmt. Der Absatz von einem Schnitzel oder von einem fiessen Knacki, der ist grausam zurückgegangen. Oh. Auch beim Brot ist es so, also nur noch Dinkel und Ballaststoffe, statt richtige Ankergipfel wie früher. Unwetter ist das hier. Grausam. Aber dir würde eine gute Serviertochter auch nicht schaffen. Du hast auch ein Puff da und die Beizung. Wenn du ein bisschen schneller würdest mischen, hätte ich dort nur Zeit zum Aufräumen. Du nicht so empfindlich. Jetzt können wir auch nichts dafür, dass du seit deiner Schädigung nicht mehr mit der Frau redest. Immer noch besser als die, die seit der Hochzeit nicht mehr zu sagen hat daheim. Hast du noch nicht? Vorläufig sagen dann noch was in meine Wurst gestopft wird. Ja, ich sage dir auf welche Zeit um, dass der Gipfel gekrümmt wird. Und wie heiß es drauf muss sein. Wenn du etwas von Heiß dürfen würdest verstehen, dann wärst du ja mit Ozeo mit der Rosa geheiratet. Tu nicht so. Deine Hochzeit kannst du auch unter deiner Biografie und Katastrophenunfall aufführen. Natürlich, hä? Meine zwei perfekten Kollegen und vorbildlichen Ehemänner. Bravo! Rauf! Herrgott, Sterne, wo bist du eigentlich schon? Nicht gut. Gar nicht. Nicht normal. Rauf! Sterne, Herr, was machst du schon da? Ja, Käferli, hast du mich gesucht? Grüß. Aha, das funktioniert um in Schnee, he? Wenn du da mit deinen zwei super Kompus zusammen bist. Ein bisschen Food, rumhocken und jassen, ja. Los jetzt, Rosa. Ich bin am Morgen früh auf und habe mich Gemüse bereits gemacht für den heutigen Tag. So wie es doch etwa gehört für einen Beck. Ja, mindestens der Geschäftsgang. Beides ist dann nämlich gerade sehr enttäuschend. Auch ich habe heute so gemetzelt und verschnitten. Der Rolf ist gerade das Schnetzchen zu reden. Musst du es dann noch mal machen, gell? Schickerl! So, und jetzt wird da einfach nur der Set versäumt und ich kann alleine die Ballstube aufräumen, zum Laden muss ich schauen. Sport wird ja keiner treiben, schau jene Schar. Hey, Atlantika. Ja, und du, solltest du nicht auf Eisi kochen? Es ist 4:30. Du, der Männerkoch kommt doch hinten noch zu der Probe. Hä? Aber eben, da sollte man ja noch einen Platz finden bei dieser Malerei da allen Orten. Jetzt fordern die Männer schon die ersten Opfer, hä? So. Meierkäferli, noch ein Jässchen und dann kommen wir nicht gerade. Nichts ist Aufraum oder Sport. Harry! Muss man die natürlich um eins suchen. Ich muss in der Metzger Laden machen, so kochen und putzen und du hockst nichts als in die Beizung. So, aufstehen, Marsch! Senta, ja doch noch mal schnell schauen, ein Bierli trinken. Ist das ja so schlimm? Keine Widerrede. Du würdest auch gescheiter ein bisschen Sport machen, statt gäng noch ein Bier saufen. So, aufstehen, Marsch! Ja, Ralf, ich ist etwas gegen die Bierbücher, statt gegen dafür machen. Ja, was hat ihr zwei eigentlich das Gefühl? Das Motto heisst feste Arbeiten und nicht feste Feiern. Ja, jetzt hör. Das ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir die Metz heute offen haben, oder? Aber ich hätte jetzt komm mal weg mit Und du Bachstube oder die Tonhose hör? Aber Käferli, heute ist doch der Weg ist,
essen doch die Leute dann etwas Kaltes, so wie Salat. Und ein Brot dazu, oder? Ja. Oh, jetzt hü, hoppla. Jetzt sag Kommt doch erst. Jetzt hat der Kerl endlich fertig ausgegeben. Schon ist keiner mehr rumzujassen. Zum Glück bin ich aber nicht mehr geheiratet. Das ist doch der gleiche in der Messe. Ja, noch. Kann ich halt schauen, dass genug wird. Grüezi. Sind Sie der Herr Stager? Der Wirt von der Krone da? Ja, das bin ich. Freut mich. Selber. Frieda Felber. Ich bin vom kantonalen Gesundheitsamt. Möchte ich da gerne eine Kontrolle machen? Gesundheitsamt! Entschuldigung, ich habe gar keine Zeit, weil ich muss jetzt in die Küche. Der Männerchor kommt noch vorbei. Sie, Herr Stadler, das sieht denn da bei Ihnen aber gar nicht gut aus, hm? Aha, ja. Ja, das ist nur mal eine kleine Zwischendeponie. Nichts Extremes. Nichts Extremes. Also Sie, wenn sich der Füssel bei Ihnen schon in der Gartenwirtschaft draussen auftürmt, wie sieht sich da erst bei Ihnen in der Küche aus? In der Küche? Ja, da ist es der tipptopp. Das ist ja jetzt alles da aussen. Ja, bei dieser Hitze. Sie, da gibt's dann Gemüse, Ratten und anders Ungeziefer. Ungeziefer? Nein, auf keinen Fall. Ich sehe auf alle Fälle nichts. Ausser wenn dumme Hühner auch zum Ungeziefer zählen. Ja gut, dann wollen wir doch gerade mal schauen. Ja, heute geschlossen. Sie sind geschlossen. Jetzt haben Sie doch gerade vorhin gesagt, der Männerchor komme heute. Ja, so, nein, ich habe sofort zu. Aha. Ja, haben Sie am Ende immer gut? Ja, nein, nur heute. Weil ich soll darum noch an die Posten. Es muss ja gegen alles sehr frisch sein. Ja. Frisch aufräumen, wäre auch einmal etwas. Ja, das wollte ich dann heute auch noch machen. Oder es wäre schon gemacht, wenn ihr mich nicht würdet versäumen. Ja, da machen Sie alles selber. Wie viele Angestellte haben Sie? Hey! Ja, ich bin alleine. Aha. Alleine. So ein Betrieb. Das kann ja nicht sauber sein. Unmöglich. Ah, haben Sie eine Putzfrau? Ja, also, nein. Also, ich bin nur heute alleine. Ich habe sonst eine Küche und ein Servierblock. Also doch nicht alleine. Nein, also, im Aussenbereich, da bin ich alleine. Meine Frau ist auch da. Ah, Ihre Frau. Gut. Dann will ich jetzt aber gleich gerne mal schauen. Nein, wir sind gerade am Küchenmal. Unmöglich. Sie sind am Renovieren. So, ja, das interessiert mich. Was genau? Ja, also, die Gipsdecke wird neu gemacht, das ist viel zu gefährlich. Aber ja, da ist der heiße Tipp. Der da in der Bäckerei hat, glaube ich, Käfer und Schaben. Ich habe auf alle Fälle ist etwas gefunden in einem Gipfel. Grusig, ganz grusig. Ah ja, jetzt den. Und bei Ihnen ist alles in Ordnung. Tipptopp, bestens, perfekt. Einfach ein bisschen Genuss wegen dem Umbau. Ja gut. Dann will ich die Gipfelbügerei mal genauer unter die Lupe nehmen. Wie lange sind Sie noch am Renovieren? Ja,
Ich weiß nicht recht. Ja, etwa 14 Tage. Gut, ich komme wieder. Und dann wird dann alles ganz genau inspiziert. Aber Sie, der Güsel da, der kommt jetzt weg. Ist das klar? Adieu, Herr Stadler. Adieu, Frau Felber. Und sagt ihr nicht, woher das ihr gerade Typ habt? Ja, ich hab's verstanden. Adieu. Jetzt kommt's, glaube ich, nicht gut. Jetzt muss ausgerechnet die Kochilaustante vorbeikommen. Die sieht, wie das bei mir aussieht. Da ist der Laden vergeben zu. Jetzt gibt's nur noch eins. Flucht nach vorn. Da! Stellengesuche! Verkaufsleiter, 26-jährig. Spengler, 34-jährig. Frau mit Mähdrescher und 2 Gebissen für Mais und Korn. Oh je, die arme Frau. Da! 2 Freundinnen suchen Arbeit im Gastgewerbe. Das ist es! Das ist es! Bitte nimm ab, bitte, bitte. Ja, grüß dich, da ist Stadler. Der hat ein Inserat im Anzeiger. Jawohl, wir sind ein Speiserestaurant. Genau, sehr gepflegt. Wirklich, sehr gepflegt. Was macht? Ja, alles. Kochen, waschen, glätten, putzen, servieren. Ja, putzen auch. Nein, es ist wirklich sehr gepflegt. Ja. Natürlich. Von mir aus per sofort. Wirklich. Also geht jetzt. Super. Also, ihr erwartet euch in einer Viertelstunde. Ja. Scheuriswil. Dorfplatz 4. Restaurant Krone. Die Adel und Edel. Danke. Genau. Adieu. 2 Frauen frisch in die Region kommen. Das könnte ein Glücksfall werden. Jetzt muss ich auf den Dorfplatz den Jochel machen. Wie mit einem Fitnessfilm. Was ist da? Rosa, ich sehe, ihr müsst joggen. Ich habe heute aber nicht aufgenommen, sondern eine gewisse Frau Felber von der Gesundheitskommission, ja, von der auch. Die ist mit der Rosa. Die haben richtig stöhnt zusammen. Das ist gar nicht gut. Bei uns soll Scheinskäfer haben. Das ist, weil du der Rosa immer Käferli siehst. Jetzt hat es auch einen Junge gegeben. Aber wenn ich schon eine Lehrling war, Kollegen so weiter nicht. Du musst überhaupt nichts sagen. Jetzt hast du wenigstens so da. Heiss ist ab in deinem Laden.
Mach nicht so blöd. Die Fleischkäse, da sieht davon aus schier wie Camembert. Wie willst du das? Ja, er hat da so eine reife Schimmelringe drumherum. Ja, hey, doch auf, Stürm! Da gibt also andere Probleme als ein bisschen alter Fleischkäse. Das ist auch schon gut. Soll ich nochmal frisch fristen? Nein! Ich hab's nicht verstanden. Umsetzt, ja. Nein! Ich habe jetzt keine Zeit zum Jassen. Muss jetzt aufräumen. Doch, kein Spass. Okay. Bei unsere Frau ist auch gerne eine. Wir sollten mehr Gymnastik machen. Dann tun wir jetzt gerade ein bisschen Kernmuskulatur stärken. Das ist ja auch die ältere sportliche Betätigung von dir, gell? Ich hole den Zwischenkörper schon noch einen Tee auf den Tisch, wenn das ist. Ja, aber nur weil ich nicht daheim ist, ja. Du, ich muss euch etwas sagen. Ich habe gerade in einer Viertelstunde kommen. Ich habe keine Zeit zum Lassen. In einer Viertelstunde kommen 2 Frauen zu mir. Die sollten mir helfen. Ich muss jetzt aufräumen. Die habe ich vorhin bestellt. Was hast du bestellt? Und dann gerade 2. Ich eigentlich nicht so. Die sollten mir helfen. Die eine beim Kochen und die andere beim Servieren. Das sollte schon noch ein bisschen besser aussehen als der jetzt, oder? Oh je, meine Seele. Ja, das bei dir auch mal. Ich will dir eins sagen. Frauen, die sind wie Heftpflaster. Die einen haben nichts und die anderen bringst du kaum mehr weg. Dann pass auf, hä? Pass auf, was du machst. Ich will da damit nichts zu tun haben. So, wie haben wir das eigentlich denn da? Wie willst du das machen mit uns am Abend da im Saal hinter unser Spiel? Umsetzt, sag an. Ich Nee, telefoniere nicht ewig. ich habe doch eigentlich gar keine Zeit. Öffentliches Problem mit der Gesundheitskommission. Das Ein schwieriger Fall, auch. ja, ich weiß es. Putzen. Nein, ist putzen. Lass dich nicht falsch, Kerl zu Not, gell? Du kein Mensch, nicht drinnen putzen. Ich will dann nicht Velo fahren. Ist ja schon gut, ich gehe. Das ist sowieso ein bisschen Luft da hin. Du gehst so. Ist noch etwas? Und auch noch etwas ist, Sepp. So geht das nicht mehr weiter mit euch. Ja, wie meinst du jetzt das? Seit die Frau dich verlassen hat Ja. und die Serviertochter auch nicht mehr da ist, geht's da mit deinem Laden nur noch bergab. Und das schnell. Und übrigens, das mit dem Spiel da im Mittwoch am Abend in Sälihin, das wissen wir zwei nämlich auch. Und Alltag versuchst du einfach unsere Männer mit Bier saufen und jassen. Wir können in dieser Zeit die Metzger und die Bäckerei alleine machen. Sport machen sie auch nichts mehr. Nur den ganzen Tag so faulätig rumhocken, Bier gelötet und gespielt. Ja, es gibt nur noch eine Rettung, Sepp. Du brauchst eine Frau. Ja. Ja, was? Wenn ich euch so anschaue, dann weiss ich auch nicht, ob das die Rettung ist. Sepp, mach doch etwas, sonst geht dir nie ein Türchen auf. Da schau es unsere 2 Männer an, gell? Als wir diesen Tür aufgetan haben, haben sie dann das Angebot ganz gerne angenommen. Ja, leider ist ich nicht gemerkt, dass es keine Kellertür ist. Du traust uns das zu sagen.
Und dazu noch in unser Gesicht zu schauen. Aber euren Gesichtern klopfen ich schon lange nicht. Oh, jetzt, mach den blöden Spruch und los auf uns, wie der Kari und der Sepp auch. Habt ihr so das Gefühl, ich mache, was ihr sagt? Das lenkt euch ab wie eure 2 Folgen, ihr Hünglein. Was? Die Folge doch nicht. Die werden nur schön, straff geführt. Unter Jochen sieht man das. Mensch! Komm, Rosa, mit, Männer sind doch alle Sparbüchse. Je weniger das drin ist, je mehr Lärm machen sie. Seppo, du hast gar keine Ahnung da. Ja, der auch nicht. Hey, schon gleich habe ich jemanden. Und mein Lokal läuft super. Wartet's ab. Du hast aber wirklich etwa das Gefühl, du findest jemanden da in diesen Saustall rein. Saustall? Ja. Ja. Schau, du gescheiter bei dir. Bei dir ist ja die Küchenschabberjägerin auf Kontrolle und nicht bei mir. Du hast ja gar keine Ahnung, aus dir geht das nie Geschäft da. Hingegen unsere Männer wissen seit der Hochzeit, wo sie stehen. Ja, genau. Vor der Hochzeit sind sie am Abgrund gestanden und jetzt einen Schritt weiter. Die Summe von der männlichen Intelligenz auf diesem Planeten, die bleibt gern gleich. Nur die Anzahl der Spezies wird grösser. Komm, wir gehen. Ja. Die 2 werde ich dann noch machen, wenn ich dann 2 Frauen habe. Und auch noch gut mit denen auskommen. Das Mal muss man es mit diesen 2 neuen Frauen einfach klappen. Ich mache alles mit. Grüße. Mein Name ist Rötterli. Waldmeister Rötterli. Grüße, Rötterli. Was kann ich für euch tun? Ich bin von der Kantonspolizei und sollte mit dem Herrn Stadler reden. Oh, jetzt kommt es nicht gut. Ja, Herr Rötterli, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ihr kennt ihn aber, oder? Ja, flüchtig. Wirklich nur flüchtig. Um was geht's genau? Das darf ich euch nicht sagen, das ist Amtsgeheimnis. Ich darf nie etwas sagen, wenn es um illegale Glücksspiele geht. Ja, so, der will es gar nicht wissen. Adi, Herr Rötterli, und noch einen schönen Tag. Halt, nicht so schnell, Herr, Stadtuma, Hans-Heiri Stadtuma. Er kann ständig. Herr Stadtuma. Wo kommt ihr her und was macht ihr da? Ich bin von da. Also, das heisst von dort. Ja, so, ja, der sind noch Posten. Und jetzt habe ich da noch eins, weil wir gerade reichen in die Beiz bei dieser Hitze. Trinken. So. Und was habt ihr denn gekauft in der Metzgerei da? Fleischkäse. Er macht nämlich ganz gut da. So französische, so mit weißen Rinden. Ja, wo habt ihr denn die Ware? Jetzt Saison. Was? Ja, ja, das war ja so gut gewesen. Das habe ich von der Beiz noch alles gegessen. Ist das verboten? Nein, das ist nicht verboten, sicher nicht, aber kommen wir zum ernsten Teil von der Sache. Was wisst ihr über den Laden da? Ja, nicht viel. Was wisst ihr? Ich kann nichts sagen. Wenn es um illegale Glücksspiel geht und Geldwäscherei, muss verboten werden. Geldwäscherei? Jesus, da weiss ja mehr als ich selber. Ja, Geldwäscherei. Wir vermuten nämlich, dass da in diesem Säle illegale Glücksspiele veranstaltet werden und dreckige Gelder gewaschen und dann wieder sauber unter die Leute gebracht. Dann werdet ihr auch schon gleich eine Razzia machen, hä? Ich sage nichts, weil ich nichts darf sagen. He? Ja, schon am Mittwoch. Sage nichts.
Apropos Mittwoch. Seid ihr am Mittwoch auch schon da in diesem Saal gewesen? Am Mittwoch? Mittwoch? Nein, ja. Nein, am Mittwoch, da bin ich gerne mit meiner Nordic Walking-Gruppe unterwegs. Das kennt ihr ja, die Frau ist auf dem Gesundheitsfitness drin. Aber ich sage, gell, mit Sport kann man nicht abnehmen. Sport ist der gesund. Ja, doch kein Sport, aber pseudomarathonmäßig ein Spiessrutenstock hinten gelaufen. Also, Herr Ötterli, dann wollte ich euch wirklich nicht länger versuchen. Adi und noch viel Erfolg bei der Razzia. So schnell geht's nicht bei verdeckten Ermittlungen, das du mal. Wisst ihr, wem der Köder gehört ist? Ja, also, ich nehme an, am Abfuhrwesen. Ja, warum gibt jemand etwas in die Abfuhr? Warum? Ja, weil er es nicht will, oder? Ja, weil er es nicht will, aber vielleicht will er es ja nicht mehr, weil er es will oder muss leben. Ist nicht, hä? Schon möglich. Eben. Darum nehmen wir jetzt den 2 Säcke gerade mit auf den Posten, hä? Das ist fast wie eine Lotterie, Da! Nein, doch, gerade 3! Wir haben nämlich 50% mehr Chance, etwas zu finden. Richtig. Aber wie gesagt, das ist alles streng geheim. Zu niemandem ein sterbendes Wort. Wenn es auskommt, dass wir den Laden hier observieren, könnten wir in die Bande nie dingfest machen. Darum ist ja alles top secret. Und ich ist dumm wie ein Fisch, aber ein gefährlicher Haifisch. Adieu, Herr Stadtmann. Adi, Herr Ötterli. Der kommt doch eher flach raus wie ein Flunder. Und wirklich hat er einen IQ wie eine Tonne Plankton. Da, du Mann. Hoffentlich vergisst er mein Gesicht und den Namen gerade um. Ja, nun. Können wir aufräumen, bevor das die 2 Frauen kommen. Das wird doch noch ein bisschen besser aussehen als gerade jetzt. Gabi, hast du wirklich gut zugelassen am Telefon? Hat der wirklich Restaurant Krone gesehen? Also, jetzt bin ich auch gerade nicht mehr sicher. Du. Also, ein Speisrestaurant sieht dann für mich schon ein bisschen anders aus. He? Da hat es ja Köder und sonst echt so Ordnung. Ah nein, wenn ich das im Service alles aufräumen, ja dann gut Nacht um 6 Uhr. Das wird dann der 6:30. Stell dir vor, wie das erst in der Küche hinten aussieht. Normalerweise ist vordurch alles tiptop und noch mehr Küche als Bauernhof. Ja, das gibt viel Arbeit. Ja, was heisst die Arbeit? Ich bleibe sicher nicht da. Ich will auch die Sauerei aufräumen. Komm, jetzt lernen wir den Herrn Stadler zuerst auf einmal kennen. Ich habe genug gesehen. Da bringt mich niemand ins Lokal. Bea, warte. Komm, schau doch eins um. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus für das, was wir zusammen aufbauen. Vielleicht kommt das ganz gut. Ja, da müssen wir viel investieren, für dass da etwas gut kommt. Los, wenn wir unseren Traum von einem wirklich guten Sporthotel verwirklichen, dann müssen wir auch etwas investieren. Ja, vielleicht hast du ja recht. Die Umgebung wäre ja schon noch genial. Grüße miteinander. Kann ich euch helfen? Oder habe ich etwa mit euch telefoniert? Ja, mit mir. Mein Name ist Gabi Renfler. Und ich bin Bea Heller. Freut mich. Machen wir es kurz. Ich bin der Sepp, der Wirt von Krone. Ich bin Gabi. Bea freut mich. Ich bin Gabi.
So, aber die Krone da, die sieht ja nicht so edel aus, wie du gesehen hast über meinen Tee. Ja, ich weiß es. Aber es ist nur mal oberflächlich so. Es ist einiges daraus zu machen. Ich bin zurzeit nur einfach alleine drin. Ja, wirklich nur so ein bisschen hinten drin. Sieht schön aus wie eine Deponie aus den 60er Jahren. Ja, Entschuldigung, aber es ist nur oberflächlich so. Drunter wäre schön. Aber hast du schon ein Konzept, was man aus diesem Laden da machen Kann, aber seit 10 Minuten geht das nicht mehr auf. Ja, seit 10 Minuten. Das ist schon so recht kurzfristig. Was ist passiert? Das hat mit einem Ötterli zu tun, der sich als ausgewachsener Otter ausgibt. Was? Das Nagetier? Nein, nur ein Wadenbeiss. Kompliziert? Wo bist du alleine da in diesem Betrieb? Ja, leider, ganz allein. Ja, aber einen solchen Betrieb kann man doch nicht alleine führen. Hast du keine Frau? 20 Jahre bin ich der glücklichste Mensch gewesen. Ja, und er? Ja, da habe ich eben meine jetzige Ferien kennengelernt. Ja, und wo ist sie jetzt? Ja, meine Frau fortgejagt. Ja, warum denn, wenn ich da frage? Ich habe jeden Abend den Rücken waschen. Ja, aber wegen dessen jagt man doch keine Frau. Nein, eigentlich nicht, aber er war eben wirklich am Abend schon gewaschen gewesen. Ja, das ist natürlich blöd. Ich weiss nicht, ob das blöd ist. Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden. Aber was soll ich euch da noch lange erzählen? Gehen wir doch einfach hin und schauen, wie und was wir da daraus machen. Kommt, seid so gut. Auf was lassen wir uns da nur ein? Auf das, was wir uns schon lange gewünscht haben. Rolf, hast du die zwei Frauen gesehen, die mit dem Teppich gegangen sind? Das sind nicht so Heißkatzen! Nein, so richtige. 6 Bomben! Und wir haben eben so Ex-Bomben So, wo ist die eigentlich Zenta, dass du dir so getraust, so viel Luch kannst schnurren, da raus und dann jetzt pienzeln, hä? Ist ausliefern. Ah, die alten Servananlig am Anbringen, gell? Tu nicht so. Doch rumscheichen, dann bin ich wieder nicht. Du, Rolf, Was? hast du Durst? Sicher nicht, er hat nie so weit gekommen. Alles klar. Aber vorsichtig, Alkohol macht dich ein bisschen labil. Das ist mir doch gleich. Sehr gut. Dann gehen wir heute am Abend auf die Jagd. Ja, ich freue mich schon. Da ich so natürlich von einer Schürzenjägerjagd gemacht. Wenn es gut geht, machen wir jetzt letztes noch schieben, gell? Oh, ja. Recht kann ich richten. Mir ist, als wäre jeder Mann von der Metz durchgebrüht. Wenn ich drunter komme. Genau.
Ich habe nicht irgendwie einer, der das Pamplona von einem Stier aufgespießt ist worden. Gabi und Bea ist schön über das Nest abgestrissen. Anstatt der Schürzenjägerjass mit anschliessendem Schieber hat es Jägermeister gegeben. Einer nach dem anderen. Zuletzt habe ich immer noch nicht Charles Efflet, oder? Ich habe gerade die rechte Backstube können. Wenn ich auch ein Bier saufe, dann kann ich nicht mehr schlafen. Ich kann nicht Bier trinken, wenn ich schlafe. Ja, ist jetzt noch schlecht. In diesem Fall geht es mir nicht besser. Also, ich weiss nicht, ob ich meine Gipfel letzte Nacht den richtigen Weg gerührt habe. Oder ob ich es überhaupt gerührt habe. Oh ich hat heute Morgen um 5 Uhr 3 Säulen Metzger. Habe die Viecher ungefähr auch nicht getroffen. Die grösste habe ich glaube ich angeschossen. Da ist mir die Sau am Ohren noch ab. Dann habe ich es aufgegeben. Die anderen 2 sitzen noch im Stall hinten rum. Dafür sterben einfach. Ich wäre froh, ich hätte temporären Herzstillstand. Dann wäre ich das Klopfen in meinem Gring oben Oh, jetzt ist der hast du die Mohren gefunden? Warum nicht können nach einem Säckchen selber noch oben stehen? Wir haben mal Hunger, und das dann so einer Frau geht. Ob die auch noch solche Kiel im Gring hat wie wir zwei. Wir wählen definitiv ein paar Seiten aus dem Roman von Echt. Das war kein Roman. Das war eine Gruselgeschichte. Frankensteins zweiter Teil, jawohl. Raymond, Jonen, hast du das auch gesehen? Das habe ich auch gesehen. Wie das? Jetzt schau da, unsere beiden Nachbarn sind auch schon auf und angelegt. Und dann hat er gut geschläfelt. Gut! Gut, ist nur mal der Vorname. Ich bin weit und zwei in der Küche von Techner Biohühner. Selbst die Tötesattacken von vorher die nicht aus der Ruhe bringen. Nicht das eigentlich so. Wir wollen, dass der nicht mit 2 einzigen Säckchen draussen. Super Witz, hast du gehört? Der hat nicht von Hilfe noch Humor. Ja, ja, richtig erfrischend, gell? Und dann seid ihr sportlich so gut getroffen, wie ihr gestern plagiert habt, he? Oder ist das auch nur so eine kleine Jägermeister-Allüre gewesen? Echt? So möchte ich dem hier die noch locken. Das trifft sich gut. Dann könnt ihr mit joggen. Dann seid ihr dann auch topfit und munter. So kommt Carol, gestern bist du eindeutig lauter gewesen. Trifft sich zur Zeit nicht gut. Ich muss noch die Metzger aufräumen, aber nein! Nein, sind wir dann schon parat für so ein kleines Waldöbel, ja? Ja, wenn man einen Wald übt, dann bin ich auch dabei. Weil der Wald, ich sage euch, der stimuliert mich. Wenn ich so viel gesoffen habe, wie die 2 Nächte, dann wäre
wäre ich noch lange im Nest. Das war also eine Schwette, mein Gottseel. Wir machen eben nur ganze Sachen, gell? Halb gesoffen ist rausgefallen, gell? Die übernehmen zu viel gesoffen, als ihnen zu viel zahlt. Ja, in diesem Fall bis später. Wir gehen jetzt einfach schauen, was das beste Weg hat, und dann mit euch was wacken. Ja. Ihr zwei hättet ja sicher gerne ein bisschen anspruchsvoll, gell? Ja. Also, kommt euch parat, Jungs. Bis nachher. Bis später. Adieu. Aber ja, schönes Kamel. Oud Luft, du hast mit dem Krieg weg. Nach immer Moralpredigt anzuhören, macht dann die ganze Sache auch nicht besser, Uwe. So kann sie machen, ganz elektrisch. Stimmt. Ich spüre auch, wie bei mir Knospen treiben. Aber jetzt müssen wir zuerst aufräumen. Ab in die Tornasche. Lieber mit einem Büsi Waldhänger als mit einer Schleierhülle da in die Beiche. Genau, fertig zeigen und durchrennen. So sammeln wir Pöl. Ja. So, der zwei. Seid ihr auch schon auf? Hast du eine Ahnung? Wir sind ja nicht Beizer. So, die Jägermeisternächte, da war der Himmel traurig geworden. Ja, du warst auch immer gut gewesen. Aus der Teufel. Das liegt in der Natur von der Sache, dass 4 Liter Jägermeister für 2 Personen nach 12 Stangen Bier und noch 4,5 Liter Weiss zum Himmelbrauch. Zum Glück kann ich mein Bauch nicht noch mit Mineralwasser durchwechseln. Jetzt hockst du schon unter der Selle. Du lass es. Was hast du nicht letzte Nacht verwahrt, Bachen? So, ich hab Bachen, wie geht? Was? Wie gäng? Weisst du was? In der Bachstube liegen 35 Drückkönigskühe. Und das nicht im Sommer. Ich hatte den noch deutlich gesehen. Sonst erst auf August-Wettli machen. Ja, da ein chinesischer Kalender. Ja, aber Käferli, Käferli, ist das nicht so schlimm? Dann tun wir einfach das Krönchen drauf und stecken ein bisschen Schweizer Fähnchen drauf. Ja, und dann die Leute, sag ich, der kleine Plastiktöpfel drinnen. Seid der Wilhelm da oder ich glaube also schon, du weißt, wie du das gemacht hast. Weil, weisst du was? Das Krönchen, das du oben drauf da hast, musst du nämlich auch nicht ersetzen. Das hast du schon drauf da, bevor der Kuchen Ja, das ist allerdings ein bisschen früh gewesen. Jetzt können wir alles fortschießen, du Löw! Dann ist gehört, siehst du Löw, such noch mehr! Kann ich jetzt aber nicht mehr herkommen? Oh, so ein Braten Stück kommen. Was hast du heute Morgen gemacht? Nicht viel, so. Ein Scheissdreck hast du gemacht. Frau Meier hat vorhin angerufen. Ihre Bernhardiner liegt dahin. Angeschossen von der Haus. Blutspur kommt von der Metzger. Noch mehr, du Löw! Du musst gar nichts sagen.
eine Sau. Ein Hausbank. Ich voll die ganze Zauberfühle an den Der Tierarzt sind billig. Vielleicht können sie ihn noch retten. Das wird mir um eine Rechnung geben. Und dann das Schnurr im Dorf. Ich mag gar nicht dran denken. Ich kann der Frau nicht gut sagen, dass ich eine Moschbröckchen mache. Du bist verrückt worden. Ich habe ein Problem mit dem WWF. Du bist nicht ein Metzger, sondern ein tierlicher Quäler. Du musst dir gar nichts sagen, du Dreikönigsmögel. In 3 Sekunden bist du daheim, hast verstanden. Jetzt ist noch die Tante da vom Gesundheitsamt. Die macht Weltprobe. Und da kommst du schon sofort. Dann gehen wir durch zu Meiers schauen, was mit dem Hund ist. Jetzt ist auch für 5 Tage Feuer im Dach. Ja, ich denke, ich habe in ein paar nächsten Tagen daheim auch nichts mehr zu melden. Ja, höchstens etwa noch die Ankäferli. Mach nichts. Seit gestern am Abend ist es bei dir sowieso viel schön. Ja. So bauen so ein bisschen richtig Paradies. Wehe, wenn sie losgelassen, ne? So, ich muss rumgehen. Du, Rolf. Jetzt sind wir schön blöd drin. Sättig Fälle vergibt meine Alben lang nicht. Das ist ja auch nur für 2 Wochen so wie ein richtiger Giftstachel. Ja, dann muss halt in die Apotheke. Dann ein Gegengift drin. Am besten nimmst du gleich Arsen. Aber er war kein Giftschein. Ja, das ist doch gleich. Dann nimmst du einfach ein Foto von meinem Frauenli mit, dann musst du alles, was du musst. Jetzt wollte ich doch mal schauen, wo der Stadler ist. Mit dem Langer, wo der gestern war. Hallo? Ist da? Ich habe etwas von Kriminellen gehört. Also in diesem Köder habe ich gar nichts gefunden, wo man Anhaltspunkte liefern könnte über die Tätigkeit in diesem Säle. Aber es hat ja gerade schon wieder neue Säcke da. Wenn ich jetzt zurück auf die Post gehe, nehme ich dann mal eine Ladung mit. Aber zuerst muss jetzt der Stand gefunden werden. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja mal noch ein bisschen. Ja, komm mal schauen. Grüezi. Hey, grüß mal! Mein Name ist Oetterli, Wachmeister Oetterli. Seid ihr aus der Region? Weil wir führen da verdeckt die Ermittlungen durch. Hochkomplizierter, brisanter Fall. Carmi. Felber. Gesundheitskommission. Die wird mir aber nicht etwa da die Corpus Delicti streitig machen. Der Köder ist dann schon kompliziert. Nein, den dürfen Sie gern haben. Wenn ihn noch endlich jemand mitnimmt. Wissen Sie, ich bin zurzeit da im Quartier ein bisschen Mahnung machen. Sie, gestern habe ich dort einen 5 cm langen trockenen Mehlwurm gefunden. Die grusig. Ja, so ist das Leben. Ich sage gerne, der Köder ist Spiegelbild von den betreffenden Personen. Ja, Sie. Um was geht es denn eigentlich genau, dass Sie so interessiert sind, den Müll da überzukommen? Ja, Frau Felber, da kennt ihr mich und die Polizeiarbeit aber schlecht. He?
Das ist ein laufendes Verfahren. Da darf ich euch nicht einfach sagen, dass da um illegale Glücksspiel und Geld weggeschnellt wird. Das verboten wird nicht. Ja, das ist schon klar, aber wer rennt sie denn eigentlich mit dem Güssel da? Ja, untersuchen. Von da darf ich nichts sagen. Dass wir da eventuell Adressen von Mittätern und andere Anhaltspunkte könnten finden. Das wäre streng verboten für mich. Ja. Ja, auch ich bin an meine Schweigepflicht gebunden, wissen Sie. Aber ich möchte jetzt endlich den Lokal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, machen die das. Ich schaue dir zwischenzeit noch ein bisschen den Küssen an, weil dann kommen wir ja so weiter. Ne? Sie, aber der Stadler ist, glaube ich, im Moment am Umbauen. Sie, vielleicht ist ja dann der Güssel von den Handwerkern. Solche Handwerker kenne ich dann mittlerweile zur Genüge. He? Sie, Herr Oetterli, Ja. Sie hätten nicht zufälligerweise einen Hausdurchsuchungsbefehl. Wissen Sie, da würde ich ein bisschen besser da reinkommen, wenn der Stadler Probleme machen. Tut mir furchtbar leid, Frau Felder. Aber ich kann euch da nicht in die laufenden Ermittlungen einschließen. Stellt euch vor, ich würde etwas sagen über den Fall. Das würde mir in der Sitzung von der Soko-Krone niemand verzeihen. Ja, was? Ja, gibt's schon eine Soko? Eine Sonderkommission. Ihr würdet noch staunen, wenn ihr wüsstet, was da alles abgeht. Also da, die 3 Säcke nehmen wir jetzt gerade wieder mit. He? In dem Fall, einen schönen Tag noch, he? Und gute Geschäfte. Ja, Wieder schauen, Frau Felber. Ade, Herr Oetterli, und viel Glück beim Suchen. Danke, danke. Grüezi, Herr Stadler. Kommen Sie nur gerade raus? Ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Grüße, Frau Felber. Ihr könnt aber nicht etwa noch den Baufortschritt überprüfen, oder? Nein. Sie, ich will jetzt endlich die Sauberkeit von Ihrem Restaurant kontrollieren. Aber ich habe euch gestern doch gesehen, die sind am Renovieren. Zurzeit ist geschlossen. Komisch. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, gestern Abend sei es denn dahinter kein lustig zu und her gegangen. Ja, was? Nein, Frau Felber. Mein Lokal hätte da dabei sein. Mein Lokal ist zurzeit geschlossen und bleibt auch geschlossen. Ich baue um. Schon komisch, dass ich immer etwas anderes höre. Ich möchte jetzt aber gleich gerne mal schauen. Nein, ich kann euch jetzt nicht brauchen. Aber geht da mal in die Metzger rüber. Der gibt es die Sachen, die gibt es gar nicht. So, zum Beispiel. Also, ich habe sichere Informationen, dass sie dort dann auch Hunger schießen. Nicht so laut! Das ist eigentlich kein Tipp. Ja, danke vielmals, Herr Stadler. Sie sind ja sehr kooperativ. Auch schon der Tipp von der Bäckerei war im Fall Gold wert. Ich habe dort nämlich auch etwas gefunden. Da geht heute gerade noch ins Labor. Ja, also, ich bin ja schon froh, gibt es noch so vorbildliche Bürger wie Sie einen sind. Ich kann gerade schauen. Adi, Herr Stadler, und danke vielmals. Adi, gern geschehen. Wenn das der Kari wüsste. Ich hoffe nur, dass Zenta hat das im Griff mit der Käferli-Tante. Ich glaube, jetzt kommt es gar nicht gut. Stein ist dann auf dem besten Sofa gewesen. So, Rosa, jetzt wird die Schraube gewaltig angefangen.
Versteht das? Ich auch ganz von aus Alkohol. Rosa, ich kann nicht mehr zulassen. Wie schon der Frau Meier gesehen hat. Ihr Bernhard Hiner sei sowieso vernünftig. Der hat ja nicht einmal ein Fässchen um den Hals gehabt. Kannst du dir vorstellen, wie die abgehauen ist? Hugo Mindo, dann verpasse ich jetzt ein Fitnessprogramm, das er für den Rest von seinem Leben nicht vergisst hat. Und wenn er dann nicht will, Peng! Schiessen ihn auf den Mond durch. Ja, aber auf dem Mond wäre der schon gerade ein bisschen alleine. Komm, dann mal lang Ja, ein Fitnessprogramm. Ja. Er wird sich dann noch wehren. Er macht ja nichts freiwillig. Ja, du meinst, das braucht dann noch eine extra Motivationsspritze. Ja, bei ihm schon. Aber wenn er nicht will, Express vorschicken. Burkina Faso einfach. Die Zähler sich in letzter Zeit auch keine Mail abgehen. Es wäre auch eine Zeit, wenn das ändern. Richtig. Jetzt wird trainiert, statt dann nur Bier vernichtet, gell? Oh! Genau! So wie die sollten unsere zwei ins Müssen schwitzen. Grüße miteinander. Dann schaut interessiert, wollt ihr uns unserer Gruppe gerade anschließen? Schockenwochen, was der Weg hat. Ja, was seid ihr überhaupt? Oh, Bea Heller, diplomierte Sportlehrerin. Ich bin aber da noch die neue Serviertochter in Krone. Oh, ich bin Gabi Renfer, Fitnesstrainerin und arbeite hier in der Küche. Ah ja, interessant. Übrigens, Entschuldigung, ich bin Zenta, die Frau vom Metzger. Ja, ich bin Rosa, die Frau vom Bäcker. Aber hier im Dorf ist man dann bei uns per Du. Freut mich. Für mich ebenfalls, ja. Wie ist das? Übernehmt ihr auch schwere Fälle? Sehr schwere Fälle, hä? Ja, aber wir wollen natürlich nicht uns, gell? Nein, wir wollen unsere Mann, der Rolf und der Carol. Der Rolf und der Kerl? Ja. Sind doch die da gestern noch schnell da im Bett waren, oder? Ja, genau die. Aber schnell waren sie auch noch im Saufen. Ich würde mich euch gerne ein bisschen anvertrauen. Weil keine Rolle was kostet. Einfach kleiden muss. Wie könnt ihr auch gut haben. Ihr wisst bestimmt, wie das ist. Der Unterschied zwischen einem Ehemann und einem Liebhaber sind etwa 30 Kilo. Hey, das machen wir doch sehr gerne. Wir sind sowieso auf der Suche nach Kunden, gell? Ja, wir werden da dem Restaurant eine kleine neue Identität geben. Ein Fitnessrestaurant mit einem guten Sportangebot. Ja, das klingt ganz gut. Also, ich reiche mein Modell gerade eins. Aber du wirst dann nicht erklüpfen. No, jetzt geht's rund, hä? Ich tröle den in alle durch. Nun, das Sepp wird Augen machen, dass wir schon 2 Kunden haben. Unser Konzept von einem Fitnessrestaurant scheint aufzugehen. Ja, so, aber Menüplan müssen wir ja auch noch abändern. Ja, vor allem unser Konzept noch ein bisschen ausbauen. Vor allem gerade auf die Nachbarschaft. Ja gut, dann gehen wir die Ware holen. Für die Herren ein bisschen zu schlauchen. Hallo, der hervorragend. Meine will unbedingt, dass ich mit dieser tollen Frau wieder gehe. Heute bin ich Glückstag. Oh, Bella, 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 Bella. Was los, ihr Schüler? Sehen, da tritt mich direkt in die Arme vom Gast.
Sie hat gesagt, ich soll ein bisschen Sport machen, sie ruft in dieser Zeit zu dieser Tante. Doch, die sucht doch tatsächlich unsere Vitrine nach Kundenfleisch. Und frech ist die. Vorhin hat sie demonstrativ zum grossen Fleischkäse gesehen. Komm noch wieder weg, dass ich das alte Bratenstück dahinter begrüßen kann. Sämtliche Sachen fahren in der Welt ganz schnell rein. Ja, lassen wir doch unsere zwei Wetter Tanja ein bisschen machen und konzentrieren uns auf die jungen Tannenbäume. Wenn ich weiß, dann kommen wir dran mit der Schönen. Jesus, Jesus! Wie sind denn die noch angelegt? Unsere Frau hat das Gefühl, wir sollten mehr Sport machen. Hier seid das Gefühl. Wer bei dir ja eigentlich zu sagen? Ja, die Frau bei uns drinnen und die Kinder beim Hund. Ja, von Anfang an schauen wir übernommen. Ich kenne euch zwei. Passet auf und übertreibt im Sport nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil ich finde nämlich Bea und Gabi super. Und jetzt dann nicht wegen euch zwei noch verlieren. Habt ihr verstanden? So, ich gehe jetzt posten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. He? Das siehst du ausgerechnet da. Schau, das sind ja unsere zwei Sportkanonen schon. Tipptopp bereit, weil wir gerade ein bisschen anfangen. Die Sportskanone hat sie gesehen. Unsere Frau merkt nur vor allem nichts. Komm rauf! Jetzt gehen wir rein, ein bisschen auf Durchführung. Komm! So, meine Frauen, zu mir laufen, machen wir jetzt gerade eine kleine Polonaise. Jawohl! DJ, Musik! Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin ein Anton aus Tirol. Weil wir gehen zum Spaß, eine wahnsinnige und der Ich biete euch einen Kurs im Nordic Walking an und nicht im Erotic Walking. Ja, das ist ja nur mal. Das ist ja nur mal ein kleines Späßchen. Ja, so eine kleine Gefühlserregung, ja. Ja, das wird etwa von unseren Muskelverhärtungen Muskelverletzungen, die sind etwa eher da oben. Aber dann schauen wir jetzt schon, dass es besser wird. Ich verspreche euch, wenn wir zurückkommen vom Walken, wird bei euch kein Muskel mehr sein. Richtig, am Morgen schmecken die den Muskeln, die ihr schon längstens vergessen habt, dass es sie gibt. Also, Was geht's? Stock in die Mitte, horizontal vorhaben und Kniebeugen, 5-mal, los und 1, 2, 3, Wegziehen, Tasten! Er hat sich das Trio schon ein bisschen weiter nachher von mir. Dann kann ich Doppelschenk. Was? Andere. Ja, noch! Erfolg muss fliegen! Denk an die schöne Seite! richtig. Wichtig ist, dann alles positiv anzuschauen. Das Motto ist, wir sind fit und uns geht's gut. so, Stöcke anlegen und vorwärts. Mit. Also, nach unserem Motto, wir sind fit und uns geht's gut. Wir sind fit und uns geht's gut. Wir sind fit und uns geht's gut!
es deklariert ist, muss ich denk dem nachgehen. Vielleicht ist der Zoll ja auch noch interessiert. Könnte ja sein, dass das Hundefleisch von Schweden, Norwegen, Finnland oder sonst einer anderen südlichen Inselstadt kommt. So sieht's aus. Und zuletzt findet der Geist ja noch thailändisches Einsperrengottlet für uns in der Witwe. Will nicht lieber zur Polizei gehen? Dort stellen sie nämlich jeden Löw an. Ihr Verhalten ist skandalös. So, ich werde jetzt einen Rapport schreiben. Und Sie werden den Bus bekommen. Wenn die es noch mal angeht, dann Zettel für den Schnell, landet dann vielleicht selber in der Vitrine. Jawohl! Bei mir hat sie angeblich auch so einen weißen, vertrockneten Walmut gefunden. Bei uns ist die aber auch super. Das Quartier da hier, das ist das zweitdreckigste in ganz Europa. Nur noch die Altstadt von Hongkong sieht schlimm aus. Ich glaube, bei euch hat auch die Weltkugel ein kleiner Riss. Ja, übrigens, Geografie ist ja nicht eine neue Tierart. Ich werde bei uns nicht Metzger. Sie hören Sie können mich bedrohen, so viel Sie wollen. Ich werde wiederkommen. Und Sie beide, Sie werden sich noch wundern. Adieu! Abfahren! Such doch das freche Töpfchen bei uns in der Vitrine nach Hundenfleisch. Dabei frisst ja Meier sein Hund schon lange um eine Frau. Und der Maulwurm, den Sie da bei uns in der Waschstube gefunden haben. Potzdonner, das wollte ich dann noch genau wissen. Die würde doch gescheiter da, genau da in Kronanes schauen. Die Frauen haben gerne einen Haufen. Ja, das ist ja so. Aber wir verpfeifen der Sepp nicht. Das macht der bei uns auch nicht. So, und jetzt kann ich eigentlich auch mal die Vitrine aufräumen. Hey, leg doch das Töpfchen mit Rindschnetzelte zum Pouletfilet. Ist es jetzt nicht? Ein Schmöckiges, jetzt doch ein Fleck fort. Ja, muss man da. Grüß dich miteinander. Weißt du, wo der Herr Stadler ist? Der Sepp? Nein, warum? Suchen den Herr Polizist? Ja, ist etwas nicht gut, Herr Polizist? Ja. Illegale Glücksspiel, Geldwäscherei, Menschenhandel, Drogenhandel, Zuhälterei, Verbindungen zum Vatikan, Mafia, zu diversen Grossräten, Nationalräten, Ständeräten, Bundesräten, zur FIFA, zur UEFA und noch zu anderen dubiosen Gestalten und Vereinigungen. Ich darf zwar nichts sagen, aber ein Hausdurchsuchungsbefehl, das habe ich. Ja, was? Ja, so ist es. Ja, also das kann ich jetzt also wirklich fast nicht glauben. Also eben, ich sage ja gern, egal wie viel die Männer saufen, ich kann die nie für voll nehmen. Die Uniform steht euch auch noch feierlich gut, Herr Polizist. Ja, stimmt, Herr Wendner. Danke. Ich weiss es. So ist es doch mein Laden. Der Sepp Stadler soll, glaube ich, im Restaurant sein. Ja, ich muss auch gehen, also auf Wiedersehen. Übrigens, wir hätten den frischen Fleischkäse. Dem habe ich schon gehört. Merci für die Information. Hey, und einen schönen Tag. So tolle Frau. Aber ich habe wieder nichts gefunden in diesem Kühl. Jetzt muss der langsam Erfolg her. Sonst habe ich den verdammt blöd da von der Sockenkronen. Unser Chefkommissar, der ist doch ein schön sauber. Die Auslegeahnung im Büro, die
Was stinkt denn nämlich? He? Vor allem Kochabfall. Ja, Dienst ist Dienst. Schauen wir noch mal einen an. He? Ja, kann ja nichts sein. Nur Servietten, Zeitungen, Papierkram. Da kann ich gerade Ballen liegen. He? Der ist Doppelmann! Machen den Geh schon wieder da, was soll ich was? Da schon wieder, du. Grüße, Herr Oberkommissar. Und wie geht's? Danke, sehr gut, sehr gut. Ich bin gerne am Ermitteln, he? Aber ich komme nicht so weiter in der Ködersache. Ich darf mir das nicht sagen, he? Aber es sieht nicht gerade so gut aus für mich. Kriegt mir nicht Appetit, he? Ja, also, wenn ich euch wäre, dann würde ich weiterhin den Köder da untersuchen. Auf alle Fälle keine Razzia machen. Weil, wenn ihr nichts findet, ja, dann wird er viel zu sicher. Und ihr habt schon verloren. Stimmt. Ich glaube, ich mache weiter mit dieser Ködertaktik. Ich kann nicht so schlecht sein. Und sein Bankkonto. Habt ihr das auch schon durchgeschaut, oder kann das die Polizei nicht? Ha! Die Polizei kann alles! Richtig! Wir kann es auch kreuzweise. Oh, habt ihr etwas gefunden? Ich darf nichts sagen. Einfach ein bisschen viel Schulden seit der Scheidung. Ja, in diesem Fall unter 10'000. Ja. Ein kleiner bisschen, ein kleiner bisschen. Wenn ich nicht so sicher, hä? Weil der Paul ist dann nämlich auch schon am Ermitteln, hä? Aber ich sag dir jetzt, na, Sackli, wir schauen mit, hä? In der Ruhe, steh du mal. Adi, Rötterli. Adi. Was ist jetzt auf das Mal los? Vorhin im Wald hinten bist du ganz dicht hinter mir gewesen. Was ist da hinten dran laufen? Ich kann nicht mehr. Mir hat das Jägermeisterli Quäliche geschickt. Ja, wenn es biorythmisches durch. Hier, Batterie hört er nicht. So, komm, da nicht heimchen. Dann gibt es dann noch ein feines Gemüseblatt. Viel Rüebli. Ja, das kannst du gerade der Rosa bringen. Die steht auf so Zeug. Soll ja scheint gesund sein. Ich kann nicht kochen, ja. Mama, ab morgen gibt es dann täglich 2 solche Trainingseinheiten.
ein bisschen besser, gell? Ja, das wird an meinem neuen Fitnessbrot liegen. Vielleicht doch eine professionelle Betreuung. Ich bin nicht recht. Komm raus! Wir werden noch ein Stück kriegen zum Walken. Ja, gell? So. Und ich gehe jetzt noch mal schauen, wie weit der Sepp in der Küche ist. Du, das läuft also schon recht gut mit dem, he? Ja. Ich bin auch so positiv überrascht, he? Vor allem hat er gemerkt, dass alles ein bisschen sauber sein. Das ist es. So. Jetzt läuft's also ab, Leute, da hat man fertig da! Der Oma-Schickanier-Bereich! Unsere Waschstube ist super! Und mit dem neuen Konzept ist das noch viel wichtiger! Sie! Ich erwarte heute noch den Bericht vom Labor! Ich sag Ihnen, wenn da ein Wurm war, ist Ihre Laden zu! Und zwar für lang! Und wenn es der Wurm ist, woher soll ich jetzt glauben, dass der Wurm von unserer Waschstube ist? Vielleicht hat ihr den ja da im Kronenhänger gefunden und will mir jetzt etwas unterstellen. Ich muss niemandem etwas unterstellen. Mein Hirn funktioniert im Fall einwandfrei. Ihres Hirn? Ah, Frau Felber, wisst ihr was? Warum stellt ihr euren Grimm eigentlich nicht einer Vakuumsforschung zur Verfügung? Also, das ist unglaublich, wie nett Sie sind. Da muss ich mir noch bieten. Das nächste Mal komme ich mit der Polizei. Ich habe ein reines Gewissen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich schon so, hä? Wie Sie es noch nie gebraucht haben! So, jetzt ist fertig. Verlässt sofort den grüßen Grund und Boden. Ich muss mich alle da von euch schikanieren, hä? Ich werde wiederkommen. Und dann nehmen Sie für sehr lang frei, das sage ich Ihnen. Adieu! Abgefahren! Wieso nicht? Geht's einen Fuß? Ah, ist die Frau Felber ab um mich gegangen? Die nervt mich aber schön. Zum Glück kann ich so viel walken. Du musst gar nichts sagen, du! Du legst mich nämlich die Augen auf! Was? Seit 2 Wochen machst du nur noch Sport mit diesen 2 Damen da hinten. Hast du plötzlich so einen totalen Fitnessfilm? Statt Butterdeckel machst du nur noch so dämliches Vollkornbrot. Was? Hey, ja. Du hast ja wollen, dass ich mehr Sport treibe. Und wenn jetzt die Krone gerade so ein neues Fitnessprogramm hat und ihnen total Fitness macht, dann ist es doch gut, wenn wir unsere Bäckerei und der Kerl seine Metzgerei auch gerade umstellen. Ja. Wir werden in Zukunft nur noch Werbung machen unter dem Label das Dreieck von der Gesundheit. Das ist doch gut, oder? Das tönt jetzt meinetwegen schon gut, aber das ist sicher nur mit diesen 2 Bären in denen, stimmt's? Von 9 Frauen sind 10 eifersüchtig. Und von 9 Männern sind 10 Lohnabrechnungen. Meistens enttäuschend. Ich warne die Raufeli hier. Entweder oder. Was entweder oder? Entweder wirst du jetzt endlich normal oder jetzt hier geradeaus.
Blumentöpfschlag. In den letzten 14 Tagen hat sich mein Lebensgefühl wirklich positiv verändert. Stimmt. Die zwei Frauen haben so richtig Power. Ja. Und mit dem Gabi, du. Mit dem Gabi geht es da wenig besser. Ich glaube, die steht ein bisschen auf. Ja, Beat taut doch langsam auf. Aber weißt du was? Die Rosa hat etwas gemerkt. Es ist gar nicht mehr gut. Also, ich würde die bessere Hälfte gern gegen zwei junge Viertel eintauschen. Ja, das ist ja eigentlich schon so. Daheim ist ja gleich nichts mehr recht. Saufst ein Bier, hast Lampen, saufst kein Bier mehr und treibst intensiv Sport. Hast noch mehr Probleme. Ja. Je älter das sie werden, desto hässiger. Und Trunzeli werden die auch nicht weniger, gell? Ja. Weisst, die Geburtstagstorte von mir, die sieht auf dem Bau aus wie ein Fackelumzug. Oder New York bei Night, gell? Aber meine hat mir vorhin gedroht, wenn ich weiter hingehen und walken, dann gibt es Probleme, hat sie gesagt. Ich merke doch, dass du wenig besser drauf bist, oder? Oh, Alex! Meine zwei sportlichen Kollegen sind ja schon mal parat. Hey, ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr das Ganze ein bisschen übertreibt. Das ist doch nicht Fitnessfilm, das ist Fitnesswahn. Was sage ich auch eurer Frau wieder dazu? Das geht doch die Leute an. Willi macht doch, was sie will. Ja, und du? Er macht doch, was sie will, ja. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Deine hätte ja wollen, dass wir mehr Sport machen zusammen. Vielleicht habt ihr eben etwas noch gar nicht so richtig gemerkt. Ne? Das heisst ja noch lange nicht, wenn man selber nur noch im Wald rumwalkt, dass man dann wegen dem der eigenen Frau den Aufpass geben sollte. Los, unsere Frauen hoffe ich doch nur, dass wir beim Sport einmal umkommen. So nach dem Motto, der Sarg ist so, die Witwe kichert, der Mann der war recht gut bei JAXA versichert. Jawohl! So, jetzt machen wir noch das, bis die Aufgabe kommt. Aber weißt du was? Da ist sich unsere Frauen in die Schöntasche. Ja, wo weit und zu weg. Wir waren schon lange nie mehr gewesen. Da bist du also definitiv nicht der Einzige. Ne? Schaust du so? Ist etwas. Hey, schau da. Seid ihr schon parat? Dann können wir gleich gehen. Aber nur noch kurz. Sepp, um 10:30 sind wir wieder zurück. Würdest aber bis so gut noch die Sojastrasse parat machen? Die machen alles parat. Du musst nur noch kochen, gell? Hey, schau das! Wie nicht zugeklebt der Rabbi! Ja, du bist doch auch gegen den gleichen Witzpunkt, hä? Also, gehen wir. Hallo, unser Lieblingstürchen durch den Wald. Das kann man ja anlegen. Also, gehen wir. Ja. Und das Päuseli machen wir nur
unter einem romantischen Birkli, gell? Ja, klar. Und natürlich machen wir dann auch noch ein paar von deinen sehr speziellen Übungen. Ja, ja. Ja, sorry. Bist du bereit? Ja. So. Sind wir zu Hause? Ja. Also. Oh. Wir. Sie sind und es geht's gut. Wir sind und es geht's gut. Wir sind und es geht's Oh je. Ich habe eigentlich noch Rüebli hin. Seppo, hast du das gesehen? Die Frauen sind ja total hinter unseren Mannen her. Da musst du uns helfen. So geht das nicht. Du hast ja nie Jahre geschickt. Jetzt schau das ja mal vorkommen. Der hat mir ja der Gotteswillen angehört, ich brauche ja eine Frau. Dass der eure zwei Pinguine den Südvogel so schmelzen, hätte ich aber nicht gedacht. Ja, du, ich hätte die Lösung gesehen. Ja, was? Willst du nicht auf eine heiraten? Ich? Ja. Ja, ich muss ja gegen nur euch zwei teilen. Erzähl doch kein Seich. Du bist ja Charmeur. Wir sind ja schon geheiratet. Ich hatte eigentlich noch Angst, ich könnte das auch eh nicht überkommen. Grüezi miteinander. Gut gesehen, ich euch alle miteinander. Den muss ich kommen. Unsere Reinraumkontrolleurin ist schon da. Ja, ihr seid wie eine Zeche. Ihr ist angesogen und schon bist du krank. Sie, Herr Stadler, kommen Sie nur. Sie hätten recht gehabt. Die beiden Frauen da sind gewaltig nervös. Da wäre ich auch bei dieser Sauordnung. Ihr Tipp ist denn gut gewesen. Tipp? Was für ein Tipp? Seppo, hast du die an unsere Laden gehetzt? Nein, ich habe nur wollen. Ich habe ja zu ihm wollen, aber Sie sind ja am Umbauen gewesen. Am Umbauen? Der ist definitiv nicht am Umbauen. Jetzt lauf! Das war nur ein Missverständnis. Und da sagen der Geldmann, sie wie je älter, je besser. Dabei ist der Zapfen nicht mehr dicht. Sie sind wie Essig. Was sehen, ob der Herr Stadler ist? Was da? Der Mann ist doch Stadler, oder? Nein, selbst Stadler. Hoppla! Und die Polizei hast du auch noch angelogen. Schuff! Das hätte ich nie gedacht. Angelogen kann man das gar nicht sagen. Das wäre ein bisschen Verwirrung. Wir haben sie auch noch am Kabinett gegeben. Sie sind ja gar nicht am Umbauen. Was? Das ist eigentlich nur so. Ich habe Also, ich dürfte da nichts sagen. Aber es gibt ein Gerät, das sofort herausfindet, ob jemand lügt. Ja, was? Da habe ich nicht. Ich schon. Ich bin 20 Jahre mit so einem Gerät geheiratet. Ich brauche eine Aufveränderung. Jetzt gehe ich 14 Tage in die Ferien. Weisst du was? Ich komme gerade mit dir. Da wird ja also schon mal angelogen und betrogen. Frau Felber, sucht ihr doch euren Härtewürmer bei unseren Mannen. Inspizieren jetzt eure Küche, ist das klar? Ja, ist klar, ja. Wir zwei,
dann unterhalten wir uns jetzt mal. Ja, gar nicht so Lust auf ein Gespräch. Es muss alles seine Ordnung haben. He? Wie ist euer Name wieder? Stadler. Sepp Stadler. Stadler. Sepp Stadler. Beruf? Ja, das wüsste ich dann nicht. Woher soll ich wissen, dass ihr Wirt seid? Also gut, ich bin Wirt. Schulbild? Analphabet. Was sind? Analphabet. Könnt ihr mir das buchstabieren? Ich kann nicht schreiben. Ja, die müsst ja nicht schreiben, könnt ihr es einfach sagen. Ja, ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Ist doch klar, aber was macht ihr denn da mit dieser Buchstabeli-Suppe auf eurer Menükarte da? Essen. Aha. Ja, wir haben eine Abrechnung gefunden. Im August letztes Jahr war ich in Spanien und habe 4'300 Franken ausgegeben. Was habt ihr dort gemacht? Wellereiten. Wellereiten? Ja, es war sicher nicht so einfach, die Rosse ins Wasser zu bringen. Also langsam habe ich auch dann schon mal das Gefühl, dass in der Evolution der Polizist gerade vor dem Aff war. Habt ihr etwas gesagt? Nein, ich kann nicht schreiben. Also, ich gehe jetzt die Angaben auswerten. Und ich gehe jetzt in die Küche zu der Frau Felber, weil ich glaube, jetzt ist nicht mehr gut. Und ich wünsche noch einen wunderbaren, unvergesslichen Tag. Adieu! Ich bin parat. Der Zettel von der Kari habe ich geschrieben. Jetzt bin ich 4 Tage fort. Ah, bist du parat, Senta? Wo gehen wir eigentlich her? Ja, so in ein Wellnesshotel. Was so schöne, junge, flotte Masseure. Ah, richtig. Wenn sich unser Mann von diesen einen da verwöhnen kann, können wir das sagen, gell? Ja, genau. Das Imperium schlägt zurück. Oh, jetzt habe ich noch vergessen, den Käfer Backofen abzustellen. Also, das muss ich noch machen, weil wir wissen ja nie, wie lange die Herren im Wald sind. Ja, das muss jetzt alles schon noch machen. Vielleicht ist es auch noch gescheiter, ich mal noch heute herumgegangen. Eben, die Koffer lassen wir einfach gerade da. Ja, auf die paar Minuten mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, gell? Vorbildlich und sauber ist drinnen. Und der Herr Stadler ist so charmant. Teilen Typ nach meinem Geschmack. Und von Schienbeindienken haben wir auch noch gerade entschuldigen. Wir sind fit So, Da werden wir, das hat Spaß gemacht, oder? perfekt, ja, ich kann mal nicht mehr aufhören. Besser als ein Stückchen Schwarte machen, ja? Schau auch da. Das ist der Koffer. Du, da ist sicher jemand im Restaurant und wartet auf uns.
Ja gut, der Sepp ist ja zum Glück drin. Er wird die Gäste schon umsorgen, bis das mit duschen ist. Ja, du aber, das sieht aus, als würde unsere Walking-Gruppe machen. Ja, mit euch zusammen wäre es sicher interessanter gewesen. Ja, irgendwie intimer, ja. Jetzt hört den ist ihr zwei. Bei uns beißen ihr auf Granit. Ihr seid Kollegen und Kunden und mehr nicht. Und mehr werdet ihr auch nie sein. Hey. Vergesst das gerade. Ihr habt eure Frauen und damit basta. Ja, der seht, da habt ihr natürlich etwas da ganz falsch verstanden. He? Wir sehen euch natürlich auch nur unsere Sportlehrerinnen und wir dann auch gerade nicht. Dann ist es ja gut. Dann müsst ihr uns nämlich keine Sterne vom Himmel oben holen. Für was auch? Die liegen dann sowieso nur da hinten so. Hey, also, wir werden das geklärt. In dem Fall bis am Mittag. Ja, mit etwa so einer größeren Gruppe. Das ist alles nur wegen dir. Du musst ja mal hintergehen, so nachher, wer nachher laufen, so in einen löwigen Hund. Du musst noch etwas sagen. Du mit deinen blöden Sprüchen. Das verleidet ja jeder Frau. Ich fahre in der Pause im Wald hängen. Frau, unsere weite Tapete, wir müssen wechseln, gibt sie immer verlieren. Du meinst halt, wenn du wüsstest, alles besser. Du bist nur vielseitig eingebildet. Ja, das ist ja schon gut. Jetzt müssen wir halt zu unseren Frauen um ein bisschen lieber sein. Die bringen wir gleich um den Hinger führen. Machen wir heute, dann ist ein Jässli beim Sepp rum. Genau. Unsere Frauen, die mehr im Griff. Richtig. Das ist zum Wahnsinnig werden mit dem Stadt. Zum Haar ausschreissen. Ich kann dem Pfleger einfach nichts nachweisen. Nichts wegen diesen Glückenmehlen, der Geldwäscherei. Aber wenn ich doch Geld gewinne, muss ich doch irgendwo haben, oder? Hoppla, wo Koffer? Ich kann einer sicheren Stadt, der Keim will doch abhauen. Hey, klar, abhauen will. Jetzt kann ich den Post doch noch packen. Jetzt überführt er nämlich der Emil Öpterli, der Wachmeister, nach 28 Dienstjahren sein erstes Verbrechen. Das geht in meine Geschichte. Hey! Wollen wir mal schauen? Jetzt geht's los. Schlösser knacken, kann ja nicht so schwierig sein. Wenn man sieht, wer da heute alles Verbrecher werden kann. Hoppla. FBI hat Mark Hallery. Ja. Kleid. Nichts als Kleid. So Sachen noch. Was ist denn der Stadler irgendwo für ein Typ? Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube es nicht. Ja, hallo. Nee, das ja nicht sein. Was macht denn da der Lustbauch? Was ist da nichts? Der Nosch in unserer Wäsche und sagt dem nichts. Das Ganze ist eigentlich im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen passiert. Ich wollte nicht wollen. Was hätte er nicht wollen? Ein BH anlegen im Rahmen von Ermittlungen? Dürfte die Nein. Was
Was wird ihr ähnlich werden bei der Polizei, Herr Rötterli? Kriminalkommissar, denk! Also lächerlich. Da macht der Kerl ändern sehr viel aus abmelden. In diesem Fall ist seine Karriere schon ein entscheidender Schritt weiter. Wachmeister Rötterli, etwa gleich wie Soldat Läppli oder besser wie Lappi. So nicht, Herr Siebert, nicht so, hä? 20 Franken Gebühren, pflichtige Verwahrung brauchen wir euch durch, oder was noch ein bisschen mehr sein? Dürfte vielleicht... 20 Franken, das ist doch nicht möglich. Nehmt euch zusammen, bei der Polizei ist alles möglich. Ja, dann bekommen wir sogar die Glühbirne in der Lampenfieber. Ihr sagt jetzt einfach, dann ist gar nichts mehr. Entweder stelle ich die Ermittlungen gegen Selbststadler ein, oder eure Vorgesetzten vernehmen von mir und ein paar Zeugen, wie ihr euch im Dienst bekleidet und berät in der Gartenwirtschaft. Ja, in dem Fall die Ermittlung abgeschlossen. He? Aha. Aber die 20 Franken, die wollte ich noch, he? Und zwar sofort. Da sind 40 Franken. Und jetzt noch eine Stadt. Aber jetzt fahr ab, gell? Adi! Adieu. Haben Sie mir los, he? Danke, Kerl. Aber wann sind denn die Koffer da? Das sind eigentlich unsere Senta und meine. Wir sind eigentlich in die Ferien. In ein Wellness-Hotel. Ja, unsere Männer sind ja sowieso lieber mit deinem Personal zusammen, statt mit uns. Bea, sag auch mal denen etwas. Es war ja gar nichts. Ja, stimmt. Es war wirklich nichts. Wir haben euren Mann noch mal motiviert zum Sport zu machen. Ich sehe es doch positiv. So sind die Herren auf dem besten Weg zum Abnehmen und zu einer Top-Figur. Schlussendlich doch für euch. Ja, im Gegenteil. Aber in der Ferien will ich jetzt gleich. Frau Kollege, mit dir aber erst im Herbst. Also da, aber jetzt ist der fertig da mit dieser saublöden Scharwenzlerei da, hä? Ja, Was? Dann trainiere ich doch gerade mit bis im Herbst. Klar, wir holen jetzt schon. Jawohl. Dürfte ich vielleicht jetzt auch mal etwas sagen? Ja, selbstverständlich. Da ist doch Brief vom Labo. Geht da her. Bla 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 bla. Scheint es erwiesen, dass es sich bei dem ca. 4 cm langen Teil nicht um einen trockenen Mehlwurm, sondern um ein Plastikteil aus einem Dreikönigskuchen Korrekt, sieht aus wie der Melchior. Wie kommt denn mit im Sommer so eine Königin in ihre Werkstube rein? ja, dann sieht man eben antizyklisches Marketing. Überlegt das man noch mehr, wenn man die Küche backt. Antizyklisches Marketing. Das ist eher anhaltendes, fortwährendes, dauerhaftes Trinkverhalten. Ist das. Wie ist es denn jetzt mit dem angeblichen Hundefleisch? Ja, da war ein kleiner Irrtum. Das Labor sagt, man das Kalbfleisch, Qualität. So wie das aussieht, hat die Suppe von Reisette auch mit dem Löffel gegessen. Nein, auch mit dem Kaffee. Nein, Kerl. Ich war eben auch am Joe. Ich habe einfach nicht mehr weiter gewusst. Und dann habe ich der Frau Felber auch die falschen Tipps gegeben. Nein, ich habe es denke schon gemerkt, aber
Sie sind mir halt sympathisch. Ich wollte Ihnen noch ein bisschen Zeit geben, zum Ordnung zu machen, gell, Sie? Ihre Betriebe sind beide in der Ordnung. Also, meine Herren, vergessen wir die Geschichte, hä? Ja, kalter Kaffee kochen. Nützt, brauchen wir jetzt so nicht. Aber Männer bleiben Männer. Ja, und zum Entspannen gehen wir jetzt zusammen auf Tour. Frieda, kommst du gerade vor mir her? Nur so gern. Sind wir parat? Ja. Also geht. Und wir sind fit und uns geht's gut. 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 Jetzt hast du einen Tag, gell, wie am Morgen. Ich glaube, jetzt kommt's gut. Gut, gut.